Der Schlaftrank. In einem grossen Garten voller Äpfelbäume leben viele fleissige Zwerge. Sie haben immer viel zu tun und arbeiten jeden Tag von früh bis spät im Obstgarten. Wenn die Zwerge am Abend heimkommen, überlegen sie immer schon, was sie am nächsten Tag alles machen müssen. Wo wieder einmal die Äpfel geerntet werden, haben sie nur noch an den Garten gedacht. Sie haben so viel gedacht, dass sie sogar nicht einmal mehr schlafen konnten. Nacht für Nacht haben die Zwerge sich in ihren Betten umgewälzt und haben kein Auge mehr zutun. Und darum sind sie von Tag zu Tag immer müder und müder geworden. Schliesslich sind sich alle Zwerge einig. So kann es einfach nicht weitergehen. Nach einer weiteren Nacht ohne Schlaf versammeln sich alle Zwerge unter dem grössten Äpfelbaum. «Was machen wir jetzt nur?» fragt Tim. «Sollen wir weniger arbeiten?» Der Simon schüttelt den Kopf. «Die Äpfel müssen geerntet werden, sonst werden sie zu Fallobst und verfaulen am Boden.» «Wenn wir nur etwas hätten, wo uns beim Einschlafen helfen würde», seufzt der Benno. Der Tim springt auf. «Das ist es. Wir brauchen einen Schlaftrank.» «Weisst du, wie das geht?» fragt Simon. «So einfach ist das nämlich nicht.» «Leider», sagt der Tim. Da mischt sich der Igel ein. «Vielleicht kann ich euch helfen. Ich bringe ja oft eure Äpfel mit dem Boot zum Markt und da treffe ich immer viele Tiere. Soll ich einmal umfragen, ob jemand ein Rezept für einen Schlaftrank hat?» «Oh ja!» «Oh ja!» rufen alle Zwerge. Früh am nächsten Morgen macht sich der Igel auf den Weg. Mit dem Boot voller Äpfel verabschiedet er sich vom Benno. Die anderen Zwerge arbeiten alle schon wieder fleissig. Auf dem Markt verkauft der Igel zuerst alle Äpfel, dann läuft er um und erzählt jedem Tier vom Problem der Zwerge. Keins weiss aber, wie man einen Schlaftrank herstellt. Der Igel hat die Hoffnung schon fast aufgegeben. Da trifft er schliesslich eine alte Schildkröte. Wo er sie nach dem Schlaftrank fragt, nickt sie und lacht. «Früher habe ich manchmal auch nicht einschlafen. Da habe ich so lange experimentiert, bis ich einen Schlaftrank erfunden habe. Der wirkt 100%ig. Die Schildkröte sucht in ihrem Korb und holt einen alten, vergilbten Zettel raus. «Das Rezept kannst du gern haben. Ich könn's inzwischen auswendig.» «Danke», ruft der Igel und steckt das Rezept ein. Dann fährt er so schnell wie nur möglich zurück heim. Die Zwerge warten alle schon ganz ungeduldig auf den Igel. Und wo dann der Igel erzählt, dass er das Rezept für einen Schlaftrank gefunden hat, sind alle ganz aufgeregt. Unter dem grössten Äpfelbaum lesen sie alle miteinander das Rezept durch. «Das ist ja ganz einfach», sagt der Tim. «Wir müssen nur Äpfelsaft mit Honig und Kräutern mischen.» «Äpfel haben wir sowieso genug und Honig auch.» Der Simon reibt sich die Hände. «Komm, am besten fangen wir gerade an.» Alle Zwerge helfen mit. Zuerst drehen sie die Äpfel durch eine Presse. Dann geben sie den Honig und verschiedene Kräuter dazu. Und am Schluss müssen sie noch alles zum Kochen bringen. Der Benno taucht einen Löffel in fertigen Schlaftrank hinein und probiert. Das schmeckt ja super gut. Inzwischen ist die Sonne schon längst untergegangen. Der Mond schaut zum Fenster rein und Sterne funkeln am Himmel. «Zeit, für uns den Schlaftrank zu nehmen», ruft der Tim. Die Zwerge stellen sich in eine Reihe. Der Igel gibt jedem einen grossen Löffel voll von dem Schlaftrank. Dann gehen alle ins Bett und schlafen auf der Stelle ein. Von da an trinken die Zwerge jeden Abend ihren Schlaftrank. Ein paar der Zwerge haben sogar extra ein Glas,
nur für den Schlaftrank. Und seitdem schlafen immer alle Zwerge jede Nacht durch.